Ich begrüße euch ganz recht herzlich zinterlang morgen zu einer neuen Episode Filmlife. Wie könnt das Kino Jolo zusehen, habe ich mal ganz Zeit Gedanken gemacht, wie kann ich das Format weiterfeiern. Und lo, wo ich Booksmart auf Blu-ray gesehen habe, habe ich gedacht, dazu muss ich aber ein Review machen. Also, was dann noch um dem unter dem Radar laufenden Booksmart so speziell ist, und um was alles an diesem Film geht, das seht ihr hier bei Filmlife. Die zwei Freundinnen Amy und Molly sind auf ihrer Schule ziemlich als Streber bekannt. Weil sie die ganze Zeit auf der Highschool Dommer Verbot zu lehren, für das ihnen einen Platz auf den Elite-Uni sicher ist. Die Zeit, die anderen mit Feiern verbrüscht und sie an den Bischof verbrüscht. Und so viel hat Arbeit natürlich auch belohnt, weil ihre Wunsch soll an Erfüllung gehen. Allo mussten sie allerdings feststellen, dass alle guten Leute, die ihre Zeit mit Feiern verbrüscht haben, auch einen Platz auf den Elite-Uni gekriegt haben. Und allo mischt sich Louis aber sicher das Gefühl breit, dass sie irgendetwas auf der Highschool verpasst haben. Und allo kommen die zwei auf die glorreiche Idee, alles das nachzuholen, was sie in den Jahren verpasst haben, und zwar an der Not für ihrer Aufschlussfeier. Wie das allo funktionieren soll, und was sie alles an dieser Not erleben, das seht ihr alles am Film Booksmart. Booksmart ist das Regiedebüt von Olivia Wilde. Und etwas muss ich dazu sagen, das war eine verdammt gute Start. In dem Film kriegt ihr einerseits einen ganz klassischen Highschool-Teenager-Film geboren, und auf der anderen Seite hält der Film einfach nicht auf ihn zu überraschen. Immer da, wenn ihr meint, lo könnte der Film mit seinem richtigen Teenager-Klischee, dann möchte genau das nicht. An anderen Sachen, die an so einem Teenie-Film groß thematisiert gehen, geht dieser Film komplett selbstverständlich um. Holen wir zum Beispiel Thema Homosexualität. Das ist zwar permanent präsent am Film, geht aber immer als selbstverständlich behandelt und niemals breit getrippelt. Und genau so geht der Film auch mit ganz vielen anderen Themen an. Und so erzeugt dieser Film eine immense Sympathie. Aber während seinen 102 Minuten ist der Film auch zu keiner Sekunde langweilig. Das ist einerseits ein ziemlich simpler Film, den sein Publikum aber auch nie für dumm hält. Worauf ich aber definitiv zu schwätzen muss kommen als der Cast. Weil das größte Verkaufsargument von diesem Film sind zu 100% seine Schauspieler. Da hat jeder von ihnen einen fantastischen Job aufgeliefert. Und alle guten die verschiedenen Charaktere, die er während diesem Film begleiten, passen perfekt zusammen. Das beste Beispiel hierfür sind natürlich die zwei Hauptdarstellerinnen, Caitlin Dever und Beanie Feldstein. Die zwei verkippern die zwei Freundinnen einfach auf eine fantastissch Art und Weise. Die zwei bieten eine Geschichte von zwei Freundinnen, die mal ihr Häschen an ihr Däften haben, und das auf einem immens authentischen Niveau. Dieser Film ist genau das, was das Filmgenre gebraucht wird. Unter dem Strich kann ich einfach sagen, dass eine intelligent und unterhaltsame Komödie. Und ich persönlich hoffe, dass dieser Film nach vielen anderen Leuten kleinen Ausstoß gibt, für noch viel so Filme zu produzieren. Weil das vielleicht etwas, was an der letzten bisschen gefehlt hat. Ein Film, den einem einfach nicht mehr Spaß will machen, ihn zum Lachen will bringen und einem sympathischen Charaktere bietet. Und genau dahinter gibt diesem Film eine Chance, für dass man in Zukunft noch viel weiter so flott Filme können sehen. Erzählt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr der Film gefallen hat, aber wer ihr Lieblings-Coming-of-Age-Komödie sehen. Und denkt von wie immer dran, wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like dort zu lassen und zu abonnieren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Das geht's zwar nicht am Kino, aber trotzdem mit Booksmart. Good morning, Winner. Take a deep breath. Visualize the mountain of your success and look down at everyone who's ever doubted you. Fuck those losers. Fuck them in their stupid fucking faces. Oh shit! Are we gonna go to school or? Nope. What's 2 + 2? Isn't it crazy that it's the last day of school? Are you kidding me, Samantha? Go talk to her. She's got a really cute smile. Amy, do you know how many girls are gonna be up your vagina next year? Every time I come to visit you, you're gonna be scissoring a different girl. Dude, scissoring is not a thing. Don't knock it until you've tried it. Don't knock it until you've tried it. Ow! It's the last day. We got you through high school. I need to go over the end of the year budget numbers. Can't we just graduate, head off to college? That should do it, right? We will persist. I can't hear you. I can't soundproof glass. We have to go to a party tonight. What? Nobody knows that we are fun. We didn't party because we wanted to focus on school and get into good colleges. And it worked. But the irresponsible people who partied also got into those colleges. I'm incredible at hand jobs, but I also got a 1560 on the SATs. We haven't done anything. We haven't broken
any rules. Name one person whose life was so much better because they broke a couple of rules. Picasso. He broke art rules. Rosa Parks. Name another Susan one. B. Anthony. God damn it. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips. Hand sanitizer. Check. Chapstick. Check. Mace. Listen, it is very important that you keep the safety. Oh! The safety on! Don't touch your eyes! Nobody speak, nobody gets. What the fuck is this? We asked the questions! Oh my god. What more can I say? Well, this seems excessive. Shotgun. Just kidding. I don't have one. Don't say we're having a date night. Why? It's funny your parents think we're boning. What you two have is special. We are gonna show each other how much we care about each other. We'll probably just do a Korean face mask. I don't need to know all the words.